Guten Morgen alle go schon nach Buchheim abbrücht Geschicht von dem Mädchen do. Also sind überzeugt geht wes wen der das die Kleinprinzessin. Die wohnt ja an einem Schloss an hört nie ein gut an der Kopf an mischt das oder dat gern und das oder dat Gura gelernt gern. Geschichte die scheinbar abbrücht die den Tony Ross an England geschrieben und noch gemalt wird. Und plötzlich bei Geschichte ich will ein Haus. Und das ist eben die Geschichte von der kleinen Prinzessin und von ihrer Freundin Petronella, die wir heute bei ihnen gesehen. Einmal Jahr, als die kleine Prinzessin hier schrecklich Freundin Petronella besichtigen gegangen. Petronella war schrecklich, weil es all die Sachen hat, die die kleine Prinzessin auch wohl tun. Die sieht zum Beispiel ein Trottinett an lauter Tieren. Petronella hat die liebsten am musigsten Brungenhus, den es überhaupt gab, und hat den Schoki genannt. Du siehst, die kleine Prinzessin wollte auch schon immer in der, und zwar gerade so ähnlich wie der Schoki. Ich will ein Hus, so die kleine Prinzessin, und zu ihrer Mom und hat auf dem Petronella sein Hus gewiesen. Huse sie ganz lieb, so die Königin. Me verhält er gut, dass du alltag sein Stall a sein Hönnechte muss proper machen, und dass du muss federn, so die Königin zu der kleinen Prinzessin. Der Gärtner hat hören, was die kleine Prinzessin wollte, und hin wird hier ein anderes Tiergesicht, so gärkest Insekt, dat Manne erbecht mischt, gärkert. Bei Gesitteren Umfanger vom Gärtner. Das ist der Mimikry, so der Gärtner. Ein langen Heespringer, der wohnt an den Beinen. Die kleine Prinzessin hat sich schon geguckt und dann hat sie den Mimikry einfach mal an den Baum gesagt. Aber weil der ausgesagt, quasi wie ein Nest, hat sie noch einmal nicht mehr rumfand. Der Kapitän hat der kleinen Prinzessin dann ein Pokal mit einem Goldfisch dran geschenkt. Du siehst der Kapitän und du hast Pokal mit dem Goldfisch mit der Prinzessin. Die kleine Prinzessin hat das Neuthaus der Goldi genannt. Sie hat ihm nur geguckt, wie ihn am Kreis geschwommen ist. Rundherum, 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 immer nimmer am Pokal, rundherum. Das war so langweilig für den Fisch. Dafür hat die kleine Prinzessin ihn an das Schlossfeuer gesagt. Du hatte viel mehr Platz für zu schwimmen, aber du hast die Goldi ganz sehr fortgeschwommen. Der Koch hat nun eine gute Idee. Für was kümmerst du dich eigentlich nicht als Katz? Weil gesehen, also die wohnt ja schon lange am Schloss. Aber die Katz, die wollte aber nicht gekämmt werden. Also sie wollte doch kein Putsch undauern. Dafür hat sie gekratzt, einen Buckel gemacht und sich sehr an der Küche verstopft, wie die Prinzessin mit der Biest kam, für die Katze zu kämmen. Die kleine Prinzessin hat gemerkt, dass sie das mit den Haustieren gar nicht so gut konnte. Für was guckst du dann so verdrisslich? Guckt sie ganz verdrisslich bei dem alten Pokal. Hat die Königin gefragt, weil ich wirklich ein Haus will, wird die kleine Prinzessin gestoffelt. Gut dann, so die Königin. Aber du weißt ja, dass du dich immer kümmern musst. Ja, ich mache das, so die kleine Prinzessin, dann hat sich richtig gefreut. Und sind sie an den Dierenbutik gegangen. Dierenbutik, wo sie du den liebsten, am moosesten, weißen Hus kauft, den es gibt. Ich nenne Branko, so die kleine Prinzessin. Hey, seht ihr den Branko mit der kleinen Prinzessin? Am Anfang hat die kleine Prinzessin sich auch um den Branko gekümmert. Sie hat den Leif gedrückt, den Zierse gene proper gemacht, an den Leif gedrückt. Ich so in dem Petronella, es soll die besten Hus von der Welt gucken kommen, so die kleine Prinzessin und hat den Petronella gerufen. Petronella kam dann noch auf Besuch, was hat es mitgebracht? Sein funkelneue Pony. Und da ist es überall rund um das Schloss geritten. Und die kleine Prinzessin so die Hand drauf. Überdems, wo die zwei mit dem Pony geritten sind, sitzt der Branko ganz lang und traurig aus seinem Kaningerschiss Stall.
dem königlichen Kaningersches Stall. Ich will ein Pony, wird die kleine Prinzessin gesagt, wie sie fertig wäre mit Reiten. Du, sagt die Königin zu der kleinen Prinzessin, du hast lo recht ein Hus gekriegt. Ah ja, sagt die kleine Prinzessin, und hast du sehr bei den königlichen Kaningersches Stall gelaufen, zu gucken, wie es dem Branko ging gehen. Me, dann? Nein, hat die kleine Prinzessin gejaut. Der Branko ist verschwunden. Der Branko hat den Lach an die Wand von seinem Stall geknabbert, aber war einfach fortgelaufen. Die kleine Prinzessin war ganz traurig. Der König musste an den Arm holen, als sie lief drücken, an ihre Kuss auf die Nuss gehen. Sie ist nicht traurig, sagt der König. Der Branko, den ist bestimmt lo ganz happy. Den huppelt lo frei durch den Busch, aber wenn er hungrig ist, dann huppelt er nächstes hin und frupst dem Gärtner seine Murten. So kann ich sich das vorstellen. Der Branko am Gärtner seinem Gärt, den am Gangen aus den Murten zu stibitzen und zu frupsen. Die kleine Prinzessin hat das lustig gefunden und ihr Tränen Wäsche gewischt. Und dann hat sie ihm hier schönsten Lachen abgesagt. Der König hat ihr nämlich ein neues Tier geschenkt. So ein Hühpferd. Das war natürlich dann eine richtig flotte Überraschung. Und das ist das perfekte Tier für dich, sagt der König. Du kannst es kämmen, du kannst es füttern, du kannst drauf reiten. Das Einzige, was du nicht kannst, ist es verlieren, weil das Pferd nicht vom selber fortlebt. Bah, das war aber immer nicht mehr so lang richtig, bis der General vom Schloss es gelingt hat und mit seinen Soldaten fortgeritten ist. Dann war auch der Prinzessin ihr Hübert fort. Mehr so ist die ganze Geschichte von der Prinzessin Ich will ein Hus.